Hallo Reisefreunde! Bevor das heutige eigentliche Video startet, eine kurze Information für euch, dass es zu keinen Verwirrungen führt. Ja, wir hatten jetzt gerade 2 Wochen Urlaub gemacht. Das heißt, ihr wart 2 Wochen nicht dabei. Und deshalb wundert euch jetzt nicht, wenn wir jetzt von Lappland auf einmal nach Helsinki springen. Genau, wir haben Pause gemacht, die Kamera versorgt, die Laptops eingeschlossen, die Handys beiseite gelegt, haben 2 Wochen lang Urlaub gemacht, so wie man es eigentlich macht, haben die Zeit genossen und waren unter anderem schon in Helsinki. Da zusammen mit unseren Mamas, die kamen nämlich zu Besuch. Ja, wir haben aber auch ganz viel von Finnland genossen, waren an vielen Seen und haben einfach mal nichts gemacht. Ein bisschen gelesen. Ein bisschen Kanu gefahren, Steffi hat ganz viel gefischt und übrigens auch ganz viele Fische rausgezogen. Viele von euch hatten ja das Gefühl, wir fangen nie etwas, aber wir haben schon etwas gefangen, vor allem in der letzten Zeit auch. Also nicht wundern, wenn es jetzt gleich mit dem nächsten Land weitergeht. Wir hoffen natürlich, ihr habt Verständnis dafür. Irgendwann brauchten wir ja mal nach diesen vielen, vielen Ländern eine Pause. Und ihr habt ja auch mitbekommen, Finnlandliebe und so. Das war also das perfekte Land dafür. Ruhe, einfach nur in der Natur draußen sein und die Zeit genießen. Das ist genau das, was wir jetzt gebraucht haben. Aber jetzt sind wir zurück. Jetzt sind wir wieder voller Motivation. Und es geht ins nächste Land. Wir wünschen gute Unterhaltung beim heutigen Video. Und nicht vergessen, Europa ist geil. Einen wunderschönen guten Morgen, Reisefreunde. Das letzte Mal aus Finnland. Das ist der letzte Tag in Finnland, der letzte Morgen. Heute Nachmittag geht unsere Fähre nach Estland und mir blutet das Herz. Ich habe das erste Mal, seit wir auf Reisen sind, das Gefühl, dass ich quasi ein Zuhause verlasse. Keine Ahnung, warum dieses Gefühl für Finnland hier so tief sitzt. Tja. Der Stellplatz für letzte Nacht, ihr habt schon gesehen, Karl steht wieder im Grün und genau das ist es auch, was wir an Finnland so lieben. Von der Straße abfahren, irgendwo einen Bootsanleger suchen oder irgendwo einfach nur einen kleinen Platz. Man hat findet überall coole Stellplätze für seinen Camper. Man braucht eigentlich nicht einmal die App Park4Night. Man fährt einfach ab zum See hin, stellt sich hin, wirft die Angel aus, alles passt. Tja, es gibt jetzt Frühstück, es ist noch ziemlich früh am Morgen. Ja, wir starten jetzt so langsam in den Tag. Ich würde sagen, das gibt ein XXL-Vlog heute. Darauf könnt ihr euch schon mal einstellen, weil ja, wir fahren heute rüber nach Estland. Da wird es auch schon die ersten Bilder geben. Ihr seid den ganzen Tag mit dabei. Los geht's, der letzte Tag in Finnland auf in Land Nummer 38. Schön seid ihr mit dabei. Bei den ABC-Tankstellen in Finnland, das haben wir jetzt mittlerweile herausgefunden, kann man eigentlich immer Ver- und Entsorgen. Es hat auch für Chemietoiletten Ablasse und man kriegt immer Frischwasser. Das Ganze ist vom Preis her immer ein bisschen unterschiedlich. An den meisten Orten konnten wir das kostenlos machen. Einmal wurden 5 € verlangt. Hier sehe ich jetzt, dass man eine 50-Cent-Münze einwerfen muss, was jetzt wirklich auch nicht viel ist. Zusätzlich kann man an sehr vielen ABC-Tankstellen auch Strom tanken. Dann geht man einfach rein und sagt da an der Kasse, ja, man hätte gern Strom. Dann kann man meistens auch übernachten und das ist auch vom Preis her ganz unterschiedlich. Kann von 10 € für die Übernachtung plus 5 für Strom bis hin zu nur 5 € für den Strom sein. Also wenn ihr irgendwie Serviceleistungen braucht für eure Camper, dann fahrt eine ABC-Tankstelle an. Da kriegt ihr meistens, was ihr braucht. Und auch, wenn ihr Hunger habt. Klar, da gibt es meistens dann auch Buffet, das haben wir auch schon ausprobiert. Was hat es damals gekostet? 10 €. 10 € à discrétion, Buffet, großes Salatbuffet plus auch immer warme Speisen dazu. Jetzt haben wir aber Arbeit. Tada!
Und somit sind wir bereit für die Fahrt nach Helsinki. Es sind noch 1 Stunde 42, also wir sind gar nicht mehr so weit entfernt bis in die Hauptstadt von Finnland. Wir sind jetzt auf der Hauptstraße der Autobahn unterwegs. Das ist tatsächlich die Autobahn, die ihr gerade seht, und ja, mehr gibt es nicht. Aber wir kommen trotzdem sehr, sehr gut voran hier in Finnland. Wir hatten niemals Stau oder irgendein Problem. Man kann einfach fahren. Ich würde das mal so ein bisschen mit Schweden vergleichen. Man kommt wirklich sehr, sehr gut voran. Tja, euch treffen wir dann in Helsinki wieder, wenn wir da sind. Ich muss noch ein bisschen was arbeiten. Man sollte ja Estland auch noch ein bisschen planen, was wir da überhaupt machen werden. Und ja, wir melden uns, wenn wir da sind. So, die 1,5 Stunden sind fast geschafft. Wir haben noch 20 Minuten bis zum Fährterminal, wo um 15:15 Uhr unsere Fähre nach Estland fährt. Ich habe mich gerade umfassend über das Land informiert und es könnte ganz, ganz schön werden. Es erinnert mich so ein bisschen an den Ostblock, an Rumänien und Slowenien und die Slowakei. Ich glaube, das wird richtig cool. Aber erstmal müssen wir jetzt das Fährterminal finden. Das Ticket, das haben wir bereits online gebucht für einen richtig guten Preis. Die Infos, die wird euch dann wie gewohnt Steffi später auf der Fähre noch überbringen, dass ihr auch wisst, wie man das bucht und wo es die besten Angebote gibt. Wir haben den Großstadtdschungel durchwunden und sind jetzt am Check-in zu unserer Fähre. Wir hoffen es auf jeden Fall. Es ist ein bisschen verwirrend hier am Hafen und wir sind auch ganz an einem anderen Ort angekommen, als wir eigentlich gedacht haben. Wir wollten ja noch mal kurz mit euch in die Stadt. Das geht jetzt leider nicht mehr, weil wir ganz am anderen Ende stehen. Ja, es ist wieder ein herrlicher Tag heute. Ihr seht es, die Sonne knallt vom Himmel. Es ist richtig heiß. Wir haben jetzt noch gut 2 Stunden zu warten. Vielleicht kommt die Fähre ja schon ein bisschen früher, dass man da einchecken können. Wir fahren mit der Eckerö Line rüber nach Estland. Bin schon sehr gespannt, wie das Ganze vonstatten geht. Steffi sucht derweil noch die Pässe. Die sind irgendwie verschollen. Hast du sie gefunden? Nichts gehört. Vielleicht hat sie sie. Ja, wir vertreiben uns jetzt hier ein bisschen die Zeit, brauchen noch unser Internet auf, planen ein bisschen an Estland und ja, ihr seht es ja dann, wenn wir auf die Fähre fahren. Wir sind im Bauch der Finlandia, haben unseren Parkplatz bezogen hinter einem lettischen Lastwagen und jetzt suchen wir uns mal ein gemütliches Plätzchen für die nächsten 2,5 Stunden. Wir sind jetzt ein paar Decks nach oben gegangen und das erste, was wir natürlich vorfinden, ist Spielautomaten. Und wenn uns etwas in Erinnerung bleibt von Finnland, dann sind es einerseits die Gästebücher, die man überall ausfüllen kann, und die Spielautomaten. Egal wo, in jedem Einkaufszentrum, in jedem Kiosk, einfach überall gibt es diese Spielautomaten und die werden auch richtig rege benutzt. Also das ist etwas, das mir von Finnland sehr in Erinnerung bleibt. Die spielen einfach gern hier. So ein Camper bringt manchmal auch Vorteile. Wir sind ja sozusagen als Erste reingefahren und konnten uns jetzt im Club des Schiffs, das fährt ja manchmal auch nachts über, einen schönen bequemen Sitzplatz sichern, leider ohne Steckdosen, aber richtig bequem. Hier lässt sich aushalten. Aber wir machen jetzt zusammen noch einen kurzen Rundgang über Schiff, schauen uns das Ganze an, was es sonst noch gibt und danach mal schauen. Steffi muss ein bisschen arbeiten. Newsletter Time. Ihr habt ja sicher den Newsletter schon alle abonniert, oder? Da mache ich mir ja keine Sorgen. Und ja, die ganzen Infos soll ich die gleich übernehmen für die Überfahrt, weil ich habe ja das auch gebucht. Du hast es gebucht, genau. Also ich gebe euch heute die Infos weiter. Oh. Kindershow am Nachmittag. Kindershow.
Warte mal kurz. Leute, ich kann auf diesem Schiff hingehen, wo ich möchte. Ich finde keinen ruhigen Ort auf dem ganzen Schiff. Das ist quasi ein Partyschiff. Aus dem obersten Deck wird gefeiert. Da fehlt eigentlich nur noch der Pool. Es gibt eine Bar, es gibt einfach alles. Aber ich finde keinen ruhigen Ort. Darum gibt es die Informationen dann, wenn wir wieder von der Fähre runtergefahren sind. Weil eigentlich darf ich solche Videos mit Musik im Hintergrund gar nicht bringen. Darum werden wir hier nicht mehr länger. Wir melden uns, wenn wir da sind. Es gibt noch ein paar Bilder für euch und unglaublich, so etwas hätte ich hier nicht erwartet. So ihr Lieben, ich habe mal ein bisschen einen ruhigeren Platz gefunden. Das ist gar nicht so einfach auf diesem Schiff. Erst war volle Pulle Party, alle haben getrunken. Ich habe noch nie so viele Menschen auf einem Fährschiff trinken gesehen. Es war Vollgasmusik, es war Party, danach haben alle geschlafen und jetzt erwachen alle langsam wieder. Wir sind schon fast in Estland, aber für euch gibt es jetzt noch die Informationen zur Überfahrt. Und zwar haben wir ja nur 99 € für diese Überfahrt bezahlt, was richtig wenig ist für diese Überfahrt. Und zwar haben wir das folgendermaßen gemacht, oder ich war auf Direct Ferries, auf dieser Seite, wo man Fähren buchen kann, und ich habe mir 4 Tage rausgesucht, die möglich gewesen wären, um rüber zu fahren. Dann habe ich von allen Tagen einen Screenshot gemacht und mir die Preise gemerkt und danach immer wieder die Seiten aktualisiert pro Tag und dann immer wieder geschaut, wo ist es am günstigen, und die Preise haben sich wirklich immer wieder verändert. Und als ich dann den tiefsten Preis eigentlich gefunden habe, über etwa eine Stunde, habe ich dann zugeschlagen. Also wirklich alles aufschreiben oder Screenshots machen und danach immer wieder aktualisieren. Das ist wirklich ganz, ganz gut möglich. Das ist richtig cool. Ich hoffe, ich bin im Fokus. Ich sehe mich gerade selber nicht. Und ja, so sind wir zu diesen 99 € gekommen. Das ist wirklich richtig günstig für diese Überfahrt. Wir haben schon viel, viel weniger oder schon viel, viel mehr gehört, was die Leute bezahlt haben. Ich habe auch Preise gesehen, 320, 350 €. Also da sind wir wirklich ganz gut weggekommen. So als kleiner Tipp für euch, die Überfahrt total cool, eben mit dieser ganzen Unterhaltung hier auf diesem Fährschiff, richtig cool. Jetzt ja, die Skyline von Tallinn, die sehen wir schon. Es handelt sich noch um ein paar wenige Minuten, dann sind wir da. Wir sind super, super gespannt, wie diese Stadt und dieses Land aussieht. Es geht weiter ins 38. Land. Wir sind da, wir haben es geschafft, wir sind in Estland. Herzlich willkommen in Estland. Land Nummer 38. Ja. Du weißt, was jetzt kommt, oder? Ja, wir haben es wirklich geschafft. Wir haben noch keinen Fuß auf den Boden gesetzt, sondern nur Karls Räder. Wir stehen gerade im Stau, sind unterwegs zu unserem Stellplatz, den wir uns über Park4Night rausgesucht haben, und sind super gespannt. Wir sind ja im ersten Land, in dem Internet als Grundrecht gilt und es überall WLAN geben soll. Und da sind wir natürlich super gespannt, ob das hier wirklich funktioniert, so wie das alle erzählen. Und ja, allgemein gespannt auf die Leute, auf die Natur, auf das Essen, auf die Stadt, auf einfach alles. Ein bisschen müde von der Fährfahrt, aber gespannt. Was erwartest du? Einen schönen mittelalterlichen Stadtkern. Das werden wir hoffentlich heute noch finden. So, der erste Parkplatz ist gefunden in Tallinn. Und die ersten Schritte in Estland sind gemacht. Ja, das Wetter ist ein bisschen bewölkt, darum kämpft unsere Solaranlage ein bisschen ums Überleben. Trotzdem haben wir jetzt hier einfach auf einem Parkplatz übernachten, weil wir es nicht mehr erwarten können, in diese Stadt zu gehen. Wir sind super gespannt, 24 Stunden 9 €, wie die Nacht wird. Wir werden es berichten. Als erstes geht es jetzt in die Stadt zum Abendessen. Ich habe da sowas rausgesucht. Da wirst du dich freuen. Forget, still thinking about how we met.
Yeah, I'm with you now. Oh, one thing that it's plain to see, the best thing in this life's for free, and that's so true now. Nach dem kurzen Regenschauer haben wir uns ein Lokal gesucht, wo wir uns erstens unterstellen können und zweitens essen können. Und hier im Zentrum von Tallinn hat es ganz verschiedene mittelalterlich gestaltete Restaurants. Ist natürlich ziemlich touristisch, aber sieht auch richtig cool aus. Und eins davon, das möchten wir jetzt unbedingt ausprobieren. Ihr habt bereits die Speisekarten gesehen, die sind so richtig mittelalterlich angehaucht und jetzt sind wir natürlich sehr gespannt, was wir hier zum Essen bekommen. Wir haben zwei total unterschiedliche Dinge bestellt und ja, wir lassen es uns jetzt schmecken hier in Estland am ersten Abend. Das muss ja auch mal sein, oder? Down to Mexico, I'm turning up the radio, 'cause I'm with you now. You and me, we know that love is in the air, like the wind blowing through your hair. Oh, I'm with you now. I was waiting for the summer to end, thinking about the good times that we had. They will never come back again, but I'm happy. Ihr habt es ja drinnen auch schon gesehen, hier brennen überall Kerzen und wir haben zur Rechnung noch so eine kleine Infobroschüre erhalten und hier steht drin, dass sie 18.000 Kerzen im Jahr verbrennen. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Und dass sie in 19 Jahren, das besteht also schon ein Momentchen, 6 Millionen Gäste hier bewirtet haben. Das Haus an sich, das steht seit 1370 hier und auf der Karte gibt es weder Kartoffeln noch Tomaten. Ja, sie warten noch auf die Ankunft aus der neuen Welt. Gibt's noch nicht hier. As can be. Ja, und ein bisschen mehr als 12 Stunden später, als wir das Video heute Morgen gestartet haben, sind wir im nächsten Land. Land Nummer 38, Estland. Der erste Eindruck, der ist ja wirklich schon mal fantastisch. Ich kann es nicht anders sagen, wieder mal so eine schöne Stadt. Wir sind jetzt ein bisschen noch durch die Gassen geschlendert, ist ganz schön was los, ist Samstagabend, ist klar, ja, sind alle auf der Gasse, aber ich freue mich jetzt so richtig auf Estland und die kleinen Dörfchen und Städtchen und alles, was da noch kommt. Ja, wenn es euch auch gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da, das würde uns sehr freuen. Abonniert den Kanal und kommt mit die nächsten Tage weit durch Estland, Lettland, Litauen, die Ukraine und so weiter. Es bleibt spannend auf unserem Kanal. Wir freuen uns, wenn ihr mit dabei seid und schreibt unten in die Kommentare, wart ihr dann auch schon mal im Baltikum? Das würde uns natürlich sehr interessieren. Der Start ist geglückt. Ich wünsche euch eine gute Nacht, guten Abend, guten Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss.